Wer mich jetzt? Hallo? Weg hier. Jetzt kommt packt der Scheiß ein. Das ist so geil, kriegt einfach die Beine weg. Holzfäller ist ein riskanter Beruf. Was? Oh oh. Jetzt wird's lustig. Also gut. In der Wüste. Eigentlich kann ich das Jagdgewehr nehmen. Ja. Ha! Da! Ja, komm, da ist doch ein Witz, hey. Ist das alles? Was für ein Luschen. Was für ein Lusch. Eine Lusche. Los. Ich hab's geschafft. Vielleicht. Aha. Teflon. Barry? Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Der Typ ist einfach blöd. Hey. Scheiß Vogelei. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Aha. Das hat etwas. Das finde ich jetzt gerade sehr interessant da. Mach auf. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde Ja. mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Nein. Ich mag mich noch ein bisschen feister daran erinnern, dass da irgendwo ein Schlüssel war. Aber das muss nicht wirklich sein. Kein Spiegel. Ein Schlüssel. So, versteckt sich da. Da, schau jetzt. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Man lernt sie da Wow, ey. Damn, ey, da verschrickst du, ey. Was, Alice stirbt? Hab Fresse und scheiß Fernsehen, ey. So Herz in der Hose, ey. Du schaust dem dämlichen Fernsehen zu und plötzlich sagt einer vor dir hin. Freaks! Mach auf! Mach doch auf! Ja, lass dir Zeit. So, jetzt. GTA! Ja, komm mit! Wow, die Übersteuerung ist gröber. Ich kann sogar das Volllicht geben. Ist das nicht geil? Hey! Willst du meine Hure Ford in Ruhe lassen? Apropos Ford, wieder Schleichwerbung, ja? Ja, geradeaus, hä? Weg! Das ist so geil.
Geh weg, Mann! Wow! Amokfahrer! Yeah, wunderbar! Blum. Ey, ich könnte die alle nicht Auto fahren. Muss ich da rauf? Vielleicht. Ja, ja, genau. Das passt. Au. Fahr! Die Karre riecht, das ist jetzt schon durch. Ah, jetzt sind wir wieder da, genau. Also. Dann müssen wir da rauf. Hallo? Ja, das ist ja klar, oder? Das ist eine geile Karre, Mann. Doppelbereifung hinten. Zu geil. Oh, ruhig. Was ist das da? Kann man das auch fahren? Geil. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Chance. Aber was macht er da? Der ist vorhin noch nicht da gewesen. Los, kommt. Wenn ihr Puff wollt, kommt. Das ist kein Problem. Au. Könnt ihr mal aufhören mit Zeug rühren? Ja, komm. Was habe ich gesagt? Wenn ihr Puff wollt, kommt. Kein Problem. Ja, Weißt du was? Jetzt längt's mir. Du lebst noch? So, jetzt ist Ruhe, hä? Barry, ich komme! Ja, jetzt läutet der schon wieder an. Es war der Entführer. Ah. Sie Mistkerl! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen. Städter, im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Gut, Vollgas. Warum auch immer der das Zeug will? Keine Ahnung. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Es sind 2, 3, ja. Ja. Oh. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Diese Vögel sind unheimlich. Oh. Ey. An dieser verdammten Situation ist, dass ich eine Vogelallergie habe. Oh Mist. Was hat das hier?
Danke. Oh. Ja. Scheiße. Hey. Dort ist noch etwas. Idiot. Jerry? Du kannst die Tür aufmachen. Die sind weg. Ja, endlich. Hey, Alice. Es tut mir echt leid, dass ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Die tönt doch schräg. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Oh, dear Dino. Gutes Kind. Gut, das war das zweite Kapitel gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Let's Play Alan Wake. Okay, ich lasse das wie beim ersten Mal auch schön noch ausklingen, egal wie lange das geht. Und bis zum nächsten Kapitel. Ciao, ciao! Come here. Pretty please, can you tell me where I am? You, won't you say something? I need to get my bearings. I'm lost, and the shadows keep on changing. And I'm haunted by the lives that I have loved and actions I have hated.
Bisher bei Alan Wake. Alice